Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oxygen Not Included mit Shooting. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich mir hier ein bisschen Gedanken mache, wie ich das Wasser, das hier durch die Wassersiebe von verschmutzt zu Frischwasser transferiere, wie ich das ein bisschen runterkühlen kann. Es ist ja nicht so, dass es extrem heiß wäre. Ich werde für den Wassergeißel ohnehin irgendwas basteln müssen. Das sieht gar nicht so schlecht aus von den Keimen her. Und ich habe hier hinten ein Kältebiom. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal versuchen, mich dort hoch zu graben, mal schauen, wie es aussieht und dann vielleicht mit ein bisschen Schnee, dass ich dann noch zusätzliches Wasser liefert, wenn es schmilzt, das ein bisschen runterzukühlen. Ich weiß nicht so richtig, ob das funktioniert. Theoretisch sollte es funktionieren. Ja, lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ja, gut, dieses Experiment hat ja nicht funktioniert, da muss ich jetzt auch gar nicht weitermachen. Weil jetzt plötzlich wieder Kohle und niemand weiß, wo das herkommt. Naja. 26, 22. Das Problem ist, ich könnte es natürlich jetzt direkt hier runterpumpen, aber wenn dann mal Wasser aufgeheizt ist und dann durch meine Kolonie fließt, das heizt alles auf und das möchte ich eigentlich vermeiden. Deshalb, ich hatte das wirklich schon in einem anderen Spiel, das musste ich dann die Kolonie aufgeben, weil es viel zu heiß wurde und ich das nicht mehr managen konnte. Deshalb möchte ich, bevor es hier wirklich zu heiß wird, lieber alternative Wege suchen. Mal ein bisschen schauen, damit es eben nicht zu heiß wird. Okay, der ist gleich angeschlossen. Ist angeschlossen. Mache hier die Verbindung dicht. Mit dem mal weg. So. Okay. Ich lasse dieses Kabel mal, vielleicht brauche ich das noch. Ich denke, hier setze ich mal die. Achso, das war natürlich noch auf deaktiviert, auf aktiv. Das soll hier mal fleißig ernten und einsammeln, was sich so rumschwirrt. Was habe ich hier? Pincherpfeffer. Der scheint sich hier wohl zu fühlen. Die Lilie ebenso. Die hier nicht. Ach, das Chlor. Ja. Ich baue hier noch eine Schleuse rein. Vermutlich muss ich hier jetzt auch noch meine... Genau. Für die zwei Samenarten, die lagen wir natürlich ein. Und... ich mache hier einfach mal beide mit allem voll. Werde ich dann später aussortieren. Okay. Hier noch die Schleuse. Also was braucht ihr? Der braucht es eigentlich nur warm. Und der braucht Chlor. Die hat natürlich kein Chlor. Die Gute hat auch kein Chlor. Und wenn ich das schnell genug jetzt hier gebaut habe, sollte der Rest im Chlor bleiben. Sonst kann ich auch noch ein bisschen raufpumpen. Ja, es kühlt schon ab, aber ja, verteilt sich hier natürlich auch, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut, sehe ich gerade. Uiuiuiui.
noch schnell isolierte Ziel hin, in der Hoffnung, dass ich es noch retten kann. Weil ab 30 Grad ist hier Schluss. Ja, ich fürchte, es ist zu spät. Na, schauen wir mal. Gut. Oder eben auch nicht. Machen wir hier drüben weiter. Das Kältebiom startet hier. Keime gibt es keine. Ich werde hier somit mitten durch. Mitten durchbuddeln. Jetzt Chlor. Moment, macht mir weg. Stattdessen baue ich hier auch noch eine Türe rein. Dann als Vorbereitung mache ich hier schon mal, ich denke, ich mache hier mal 2 davon. Na, das nimmt mich jetzt wunder, ob das klappt oder ob ich hier gleich alles verkacke mit der Temperatur. Ja, wie sieht es sauerstofftechnisch aus? Eigentlich alles. Oh, jetzt ist schon wieder dieses verdammte Sand. Ich werde den hier wieder aktivieren. Ja, das ist anspruchsvoller als ich eigentlich dachte. Okay, das scheint wieder ein bisschen zu sinken, das ist gut. Ja, aber es ist trotzdem, es ist viel zu heiß hier drin. Viel zu heiß, echt. Gut, ein anderer Vorteil vom Kältebiom ist, sind diese lustigen Pflanzen. Okay, hier habe ich Eis. Für Schmutz und Eis sollte ich ein bisschen Acht nehmen. Da gibt es diese lustigen Pflanzen. Das ist das Chlor. Okay. Ja, da werde ich sicher auch noch vorbeischauen. Bis jetzt habe
ich noch keine dieser Pflanzen gesehen. Ich hoffe, sie sind... Ah, hier hinten ist wohl auch noch ein Kältebiom. Gut. Ich muss jetzt echt hier aufpassen, es wird echt zu warm in der Basis. Das gefällt mir gar nicht. Ich hatte sicher keine Keime. Ne. Gut, ich baue hier einfach mal hoch. Ja, manchmal ist es ein bisschen seltsam, was ich jetzt zusammenklicke. Dieser Korridor ist sicher nicht der schlechteste. Mal schauen, was es hier hinten gibt. Also, und dann, ich denke nicht zu viel, vielleicht. Also, das sind 20 Tonnen sind vermutlich zu viel. Wenn ich hier einfach mal 100 Kilogramm einlagere, hier ebenso, und zwar kann ich noch gar nicht auswählen. Ich könnte hier unten dasselbe machen, aber eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Aber ich könnte das hier einmachen. Spielt ja keine Rolle, mit welcher Temperatur das hier rüberkommt. Dann wird die Installation aber doch ein bisschen länger dauern. Ach, ich verlege das dann einfach hier hinüber. Für den Moment muss das so reichen. Ja, für den Moment muss das so reichen. So, Duplikanten. Gibt hier ein bisschen Gas. Ne, die möchte ich hier nicht öffnen. Na gut, okay, die werden vermutlich hier nicht, wenn ich die richtige Temperatur hinkriegen. Na klar, die sammle ich so ein. Okay. Nahrungsmangel. Was ich hier eigentlich machen könnte, für das es super provisorisch war, wird das jetzt langsam doch ein bisschen... Aber ich könnte eigentlich den hier so bauen. Und den unteren ausschalten. Mhm. Ist das eine schlaue Idee? Eigentlich möchte ich ja
dass der einfach in der Nahrungsmittelproduktion verwendet wird und die anderen für den Rest. Das kann ich nicht steuern, ich wüsste zumindest nicht wie. Okay, hier scheint es fertig zu sein. Dann schalte ich die mal aus. Ey, was läuft denn hier? Das war nicht so geplant, meine Lieben. So. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ne, solange ich kein Sammelbehältnis habe, sollte das eigentlich okay sein. Filternährstoff, das geht noch nicht. Ne, passt. Gut, dann gebt ein bisschen Gas, meine verehrten Duplikanten. Alle hoppe. Halt, wieso wird das hier zu Wasser? Das ist ja verschmutztes Wasser. Das wird zu Wasser. Tja, muss ich mal wieder sagen, mysteriös. Okay, den Rest ja natürlich, das ist reizend, dort noch das ganze Metall abzubauen, aber ich möchte hier echt ein bisschen die Priorität auf das Kältebiom haben. Go, go. Das ist seltsam, wie sich das hier entwickelt. Wieso zieht er sich hier unten zu so einem Ding zusammen? Also, nee, Chlor, weil das ist jetzt wieder normales Wasser. Verstehe ich nicht. Und verschmutztes Wasser, wenn ich es aufwische, zu normalem Wasser wird. Versteht wohl niemand. Ich werde es einfach diesen ausschalten. Oh, ich sehe gerade, ich habe echt einen Nahrungsmangel. Das sollte ich ändern.
ziehe ich denn das nun weg? So vielleicht? Na. Okay, ich muss hier mal schnell überlegen. Ich habe jetzt Melas, ich habe hier Pinschernuss. Was kann ich denn mit dieser Pinschernuss ausmachen? Mit Weizen, Dornbeeren oder mit Fleisch habe ich alles nicht. Das ist echt schade. Also lasse ich es mal bei Laus. Die brauchen hier noch ein bisschen. Sieht es nicht so toll aus. Oh, jetzt extrem viel Eisenerz. Das ist ja toll. Na, findet doch was Tolles, echt. Hier schon wieder. War das eigentlich mit dem Chlor zusammen? Weil das läuft ja irgendwie ein bisschen durch das Chlor hindurch. Ja, wenn ihr es wisst, bitte lasst mich nicht dumm sterben und schreibt es in die Kommentare. Ist für mich im Moment die einzige Erklärung, dass es mit dem Chlor zusammenhängt. Kann ich jetzt... Ah, hier Flüssigwasser, sehr schön. Also dann werde ich hier Eis. Und hier ebenfalls Eis. Schauen wir mal, ob das runterkühlt. Es ist so bei 37 bis 32 Grad. So, macht ein bisschen vorwärts. Mhm. Die lustige Soundproblematik ist offensichtlich auch hier.
Gut, wurde jetzt hier schon was geliefert? Oh ja. Also ich habe hier 100 Kilo und hier 100 Kilo. 35, hier ist 34 und hier ist 31. Wenn ich jetzt den einfach... Nee, nicht verschmutzt. Ist jetzt echt Verschmutztes drin? Ich habe doch ganz sicher nicht gesagt, irgendwas von verschmutzt. So, jetzt schmeiße ich das hier mal raus. Was passiert jetzt? Schmilzt das jetzt? Das Eis wärmt sich auf. Das Wasser... Wird aber nicht wirklich kühler. Ich werde hier mal noch dasselbe machen. Ist das bei 10, 34, 1, 30, 7? Das müsste jetzt eigentlich irgendwann mal schmelzen. Sechs, 7. Okay, das ist jetzt geschmolzen. 33. Sieben. Also sehr minimal. Dasselbe nochmals mit Eis, mit Schnee. Diesmal 200 Kilo. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Ist vielleicht auch geschmolzen. Ja, es mag sein, dass das hier schmilzt. Das dann wiederum zu Wasser führt. Ja, ist okay. Ist okay. Dann mal go. Ich weiß nicht, ob das jetzt wahnsinnig interessant ist, um zuzuschauen. Ich bin das selber ein bisschen am Austesten. Ich habe hier echt nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich. Bin selber gespannt, wie das so funktioniert. Was ich damit überhaupt erreichen kann. Vielleicht mache ich hier sinnlose Aktionen, die überhaupt nichts bringen. Was ist denn hier so grün? Ah, das ist flüssiges Chlor, das ist gefroren. Interessant. Eieieiei. Ich glaube, das einfach ist, ich mache hier einfach alles. Oh, hier ist so eine lustige Pflanze, die ich so mag. Scheint wer ist hier unterkühlt? Wie kann hier jemand unterkühlt sein in dieser Basis, die sich so aufheizt? Ja. Naja. Ist schon wieder so ein seltsames Konstrukt. Ja. Da ist alles hier. Ach, das ist vermutlich das Eis, das sich hier ausbuddelt, das fällt hier runter. Okay, interessant. Wie sieht es denn hier aus? 30. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat überhaupt nichts gebracht.
ich 2 Kilo Eis. Will ich immer rausschmeißen. Das kühlt jetzt ein bisschen langsamer ab. Wird langsamer heiß als das andere. Schauen wir mal, ob das was zu bedeuten hat. Was macht denn der hier? Morb. Okay. Okay. Gut, was ich jetzt hier aber natürlich unbedingt machen möchte, ich möchte hier noch drüben buddeln. Hier können sie drüber hüpfen. So. Und mir dann diese Pflanze holen. So. Was haben wir hier? Verkaufsautomat bietet wahnsinnig gesund. Okay. Ein Mail an eine nicht mehr existierende Crew, dass man keine Petrischalen aufbewahren soll im Verkaufsautomat. Finde ich okay. Ich durchstöbere den mal. Vielleicht gibt es ja irgendwas Leckeres zu essen. Muss hier irgendeine Bisse auffangen. Das nervt ein bisschen. Ich überlege mir gerade, wie ich das sinnvoll mache. Was auftauen ist ja eigentlich eine gute Sache. Hier drüben ist es warm. Ja, es hat auch die Frage, wie lange wird das noch so sein. Nee, ich lasse es. Dass hier beflutet ist, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die werden zurzeit eh nicht gebraucht. Hier wurde ein ganzer Nährstoffriegel. Ist ja mal krass. Ja, okay. Auch nicht so. Gut, ich denke, das war jetzt ein bisschen eine langweilige Folge. Ich komme ja auch zum Ende. Ich frage mich jetzt gerade. Ich denke, ich buddle hier noch ein bisschen weiter, weil, ja. Und experimentiere hier noch ein bisschen mit der Kühlung. Mittels Schnee. Okay, das warten wir noch schnell ab. Der wird
gleich geschmolzen sein. Ich habe hier 32,8 bis 30,6. Der wärmt dann auch wirklich schnell wieder. Na gut, okay, ich werde das ein bisschen austesten. Ich mache das offline. Das bringt jetzt nichts, eure Zeit zu stehlen mit Schnee hin, Schnee zurück, Schnee dort, Schnee hier, Buddel dort und Buddel da und Wisch hier und Wisch da. Ich werde das noch ein bisschen ausprobieren. Und sobald ich dann neue Erkenntnisse habe oder vielleicht die Lösung für die Weltprobleme ohnehin, werde ich wieder den Record-Button drücken. Bis dahin viel Spaß, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Auch, ja, ich fürchte eben doch, diese Folge war schon ein bisschen sehr seltsam. Nicht viel passiert. Anyway, auch das gehört zu diesem Spiel dazu. Man muss ein bisschen austesten, ausprobieren, schauen, wie das Ganze läuft. Das haben wir jetzt gemacht. Und ja, ich hoffe, die nächste Episode wird dann ein bisschen interessanter auch für euch. Bis dann, alles Gute und tschüss.